Die Camping-Hochzeitsreise vom Bellemer Heine. Das war doch wieder so ein Gedöns, bis fertig war die Hochzeitsreise. Von dem neugebackenen Ehepaar von der Marie und dem Adola. Sie wollten das mit Camping machen. Vor der Tür steht schon der Wagen, vollgepackt mit 100 Sachen und Lebensmittel aller Art. Was man da an Geld spart. So sagt der junge Ehemann, wo man sich selber helfen kann, man ist an kein Hotel gebunden und hat man noch ein schönes Plätzl gefunden. Da hockt man im Grünen, schläft im Zelt und man sieht was von der Welt. So haben sie sich was vorgemacht und haben die Landkarte noch betrachtet und dann geht's los, durch Tal und in die Höhe, sind nun bis zum Bodensee. Nach der ersten Hatz finden sie den Campingplatz. Das Auto nebenhin gestellt und aufgebaut, das neue Zelt. Und weil man Hunger hat verspürt, hat man gehörig mal soupiert. Inzwischen die Nacht ist eingebrochen, dann ist man still ins Zelt gekrochen, hat sich ordentlich nun gestreckt und ein bisschen aufs Ohr gelegt. Dann war's Kiel. Und die Marie friert. Kaum hockt sie drin, schon hat sie etwas gespielt. Und hat mit der Bäh gezappelt, weil auf der Deck da etwas krabbelt. Sie knipsen die Taschenlampe an und gucken sich die Spinnen mal an. Eine mit so einem großen Rüssel, fast so groß wie eine Kaffeeschüssel. Die Marie kreischt. Dem armen Weib fährt der Schrecken in der Leib. Und gegen so Naturgewalt, da gibt's natürlich gar kein Halten. Sie probiert's noch, sie will sich zwingen, doch es nutzt nix, sie muss springen. Mit ihrem Schrecken hinter die Hecke, dort ist sie in die Schlappe und angepappt, weil sie da etwas neu getappt, weil vorher dort schon ganze Scharen mit ihrer Schwäche Camping waren. Ehe noch sagt ein Bibelspruch, da kommt von oben her ein Wolkenbruch. Nass, wie so eine Wassermaus, kommt sie aus den Hecke raus und findet den jungen Eheheld am zusammengebrochenen Zelt. Mit der Wasserflut umspült und schon ist die Liebe merklich abgekühlt. Es hilft kein gut und kein besseres Wort. Die Decke schwimmen auch schon fort. Da mache ich noch ihr neue Schuhe, das Mehl und die Zuckertut dazu und auch die iverische Klamotte. Es wusselt jetzt von Frisch und Grotte. Ja, bei so einem Blitzerschrei schluppen sie ins Auto neu und die Marie heult und seufzt. Ich weiß, mir gedenkt die Camping-Hochzeitsreise.